Dit an der Mitte basteln wir ein bisschen etwas zusammen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, aber wenn man nicht ganz viel Zeit hat, fangen wir direkt an. Das erkläre ich. Also, wir machen ein Quad. Ich habe da 3 präpariert, weil ich selber ein bisschen mich präparieren muss. Die sollen im Prinzip sind das so Konfetti-Quads, die sollen röseln. Das funktioniert nicht immer, wir probieren das. Hier ist ein Dritt, weil ich nicht richtig wusste, was man sollte machen. Ob man sollte ein Thema Fusen holen oder ob man sollte ein Thema Valentinstag holen. Dafür habe ich nur die 3 präpariert. So, ich erkläre ein bisschen, was ihr braucht. Also, ihr braucht ein Zeichenblatt, was am Fungehol und damit fällt. Und da vielleicht ein bisschen aufschneiden, muss der aber nicht, das ganz wieder Lust tut. Ne? Also, du legst irgendein Zeichenblatt, was dann damit fällt, die Fuhr wieder gerade Lust tut. So. Und dann brauchen wir etwas für Bonnen. Also, wenn ihr das dort guckt, seht ihr, du hast Bonnen, ich weiß nicht, ein bisschen wie Farbe, ich denke, seid ihr besser. Du hast Bonnen, ein Farbe. Ne? Ich habe noch mal so rausgeholt. Wenn ihr selbst nicht tut, das ist nicht schlimm. Dann holt ihr einfach ein farbiges Zeichenblatt und dann macht ihr Punkte drauf. Oder irgendetwas, was dir gefällt, was ihr ein bisschen mehr lustig möchtet. Das brauchen wir. Und da brauchen wir ein weißes Blatt oder ein Blatt, was relativ hell ist. Weil wir dann in dem Moment die Menschen auf das weiße Blatt malen. So, fangen wir an. Also, wir haben Quad. Für allererst schneiden wir eine Rundel dran. Für die Rundel holen wir irgendein Glas. Allez, irgendein Glas. Und die legen wir dann hin. Und dann ziehen wir mit dem Bleistift einen Kreis. Das kriegen wir hin. Ha? Und dann holen wir einen Schere. So, und da geht ein bisschen kugelig. Ich meine immer so, ich meine ein bisschen Gewurzelsbahnen dran, für ein Loch zu kriegen. Und da vorne rundherum. So. Voilà. Und wir bald durch. Für die Leute, die sagen, ich will am Anfang kein Kreis, die wollen echt ein Herz machen, die können das natürlich auch machen. Hui. Wisst ihr noch, wie das geht, wie ein Herz möchte? Der holt das Blatt und der dirbelt das Blatt und dann macht er die Form. Und dann schneidet er das aus und dann hat er da Not ein Herz, das auf 2 Seiten dieselbe Kreis tut. Das ist gar nicht kompliziert. So, also, ich habe noch den Kreis geholt, weil das mir einfach ist. Was wir für dich machen ist, wir bemalen wir den Kreis ein bisschen, dass das ein bisschen mehr lustig ist. Ledig etwas drin hat, für das ich keine Sauerei mache, weil bei mir ist das, ich meine, normalerweise Sauerei, die von Schleber etwas drin hat gelöst und dann holen wir irgendeinen Furf. Ich will normalerweise die Dote Furven, weil die auch, weil in durch kann man weiß malen. Und das geht dann in dem Moment mir lustig. So, lo fahren wir einfach hier rundherum und dann bemalen wir das. So gut wie wir das hinkriegen. So. Farbig. Ihr könnt dann diese Idee erweitern. Am Anfang könnt ihr sowieso rundherum dekorieren, wie der Lust tut. Ich meine, das heute für irgendwie eine Idee zu geben, mehr am Anfang könnt ihr selber dezidieren, wie ihr das am liebsten macht. Die will Punkte machen, die möchte Punkte, die will Kreis machen, die möchte Kreis, die will Blumen machen, die möchte Blumen, aber immer. Ich meine, das ist so einfach, dass ihr seht, wie das ganz funktioniert. Also, machen wir einfach nach Punkten. So. Die Stifte sind mega, weil die sind so richtig farbig und das richtig gerne. Warte mal. So, haben wir das gemäht. Und dann haben wir den ersten Teil schon fertig. So, haben wir einfach mal Punkte drin gemäht. Lo muss man jetzt dezidieren, was setzen wir da dran. Weil wir setzen da lo irgendetwas dran. Und zwar
musst du hingesehen dann schon paar Sachen probiert schon gedacht, oh, was musst du einen Hus musst den Hund musst einen Menschen, weil ich das nicht unbedingt so gut kann und ich nicht so richtig weiß, weil dir gefällt und ich gedacht, wir malen lo in Dingensteher, weil in Dingensteher du kann ich malen was ich will und das ist immer richtig. So, ein Dingensteher sieht nämlich so aus, wie der décidiert. Denkst du aus entweder ein Hund mit spitzen Ohren oder ein Hus, den nur ein Ohr hat. Das ist am Anfang egal. Der décidiert, wie denkst du ausgesehen. Für das denkst du zu malen brauchen wir ein weißes Tischblatt. So, was da muss aufpassen ist, das denkst du darf nicht mehr groß sein wie das du. Das heißt, du musst ein bisschen aufpassen, dass das richtige Blatt daneben klebt, so. Und dann ziehen wir am Fond geholt, wenn ich das so mache, ziehen wir so ein Kader. Dass der bisschen ein Gräs tut, wie groß das muss malen. So, und dann an die Kader malen wir in Dingsteher. Ich male am Fond feiereckig, weil das am einfachsten ist zu malen. Für mich. Also, mal Kader gemalt, mir am besten auch mal Bleistift 4 malen und dann tun wir mit Gummi wasch machen, weil wenn ich dann denke, damit ist das nicht schlimm. Also wir holen den Bleistift und wir holen den Gummi und wir fahren einfach mal durch und dann malen wir eine Nuss und mit und wir malen 2 an auf die Seiten, dahin und dahin und dann malen wir einen kleinen so still drin, den zu Nuss gehört. Und dann machen ich, weil ich denke, dass gerne mit Brill, setzen ich dem Dingen, eine Brille ab. Voilà. So. Ich meine dann Humor. Ich meine das so einfach, wie es nicht geht. Wenn wir das bis fertig schon, holen wir uns einen schwarzen Stift, schon noch dünne geholt. Wir am Anfang muss den noch nicht schwarz sein. Die können doch einen anderen vorholen. Ich will nur schwarz, weil ich schwarz habe. Wir probieren irgendeinen Stift zu holen, der ein bisschen dünn ist. So, da fahren wir durch. Wir machen eine Nuss. Schau, die schon nicht durch, die geht. So, wir fahren das einfach nicht genau. Wir machen dann, und dann machen wir eine irgendeine farbige Brille. Irgendeine farbige Brille. Allez, machen wir eine grüne Brille. So. Voilà. Und dann fahren wir weiter mit diesem Schwarzen. Und dann machen wir das hier. Probiert so einfach wie möglich zu haben. Das muss ja nicht kompliziert sein. So, und dann habe ich mir gedacht, wie weit machen wir die Quarz? Vielleicht für irgendeinem zu schicken. Dass ihr seht, ich möchte den so ein Quarz für das Valentinstag eingemaps zu schicken. Dann ist natürlich der Toten besser geduld. Oder eben für Vorsend. Wenn man einen Reihe von Leuten nicht mehr gesehen, da kann ich zum Beispiel einen Fußquart machen. Und die verschickt den dann irgendeinem, wo Illustrators verschicken. Da kann ich nämlich spontan abschreiben. Und dann haben wir sie schon. Dafür machen wir das Teil ganz schnell fertig. So, wo waren wir hängen geblieben? Ich mache noch einfach das hier. So, und das schneiden wir. Dann haben wir am Anfang das hier gemäht. Aber ich muss mir aber noch ein rosa Nuss machen. Und backen. Allez. Für das cool ausgesehen. Also, heute ist ein Backen. Und dann machen wir die Nuss noch rosa. Und dann müsste, wenn ich mich nicht gut tun, von der Größe, müsste das gut sein. Also, da fangen wir das ausschneiden. Ich will die dort ein bisschen klein, mit der ist zu groß. Da schneiden wir das so aus, dass der probiert, so nah wie möglich zu fahren. Der muss wirklich nicht um den schwarzen Rand Druck kommen. Probiert einfach ungefähr so weit rüber zu fahren. Voilà, so ist gut. Und der könnt ihr zu einem Moment nach no schneiden, wenn das nicht proper ausgesehen ist. Ist das nicht schlimm? Da schneidet einfach no. So. Machen wir das so. Und da bin ich gespannt, ob das da drauf passt. Das muss man Sänger verlassen. So. Also den nächsten Teil. Da schneiden wir einfach nur ein bisschen mehr ran. Und dann muss es gut sein. Voilà. Dingens. Voilà. So.
Und dann holen wir das Quad und dann gucken wir, ob das passt. Also geht am Fungel drums, dass der den lo zum Deel dran setzt. Und zwar so, dass den zum Deel rausguckt und zum Deel dran ist. Nun muss mir das ganz passen. Und dafür holen wir am Fungehol Scotch. Wenn der Scotch schützt, dann holt er so Scotch. Wenn der den tut, ist schon die Doten. Die nennt sich Washi Tape. Schon die schrecklich gern. Weil die Farben, die kristallene Farben, schon der massig und die sind mega. Und ich will die am Fungehol auch häufig ein bisschen zu weisen, dass der sieht, wie ich es passen. Also, was wir für dich machen, ist, wir passen den Dingen an. Wir holen dafür ein Stückchen von dem Washi Tape und dann halten wir den Menschen, also der muss dort ein bisschen dirbeln und dann muss der den Menschen unhalten. Guck, wie das tut, das geht schon nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurückholen und dann muss man unhalten. Und dann machen wir die Sache ab und dann passen wir einfach innen das Ganze so wieder, sodass das dann so ausgesehen. Das geht, ne? Das ist machbar, das kriegen wir hin. So, was wir als nächstes machen ist, da muss ich überlegen, nicht, dass ich mir egal was mache, dann machen wir den Plastik. Weil, wenn ihr guckt, hier ist überall ein bisschen Plastik dran, für das die Konfetti, die dran ist, dass den dran bleibt, dass der nicht fortläuft. Dafür hatte ich gesagt, guckt da rein Plastiktut von. Wenn ihr kein Plastiktut holt, es gibt auch die Chemisen. Vor der Mama einfach für seine Chemise zu kreieren. Und die schneiden wir so an die Form, wo wir sie brauchen. Also wir machen das Quad ab. Und zwar so. Und dann muss man gucken, dass wir die richtig groß zu packen kriegen. Das ist übrigens nicht so evident. Das heißt, wir haben das noch ein Scheier und wir gucken, ob ungefähr so. Dass wir sie so ausschneiden. So, voilà. Und dann muss man auch so rauffahren. Bringen sie rauf und das ist immer gut. Perfekt. Also, das haben wir auch gemäht. Dann haben wir ein Stück Plastik. Und das legen wir so drauf. Dann holen wir den Scotch. Und wenn wir dann den Anfang fangen, ja, dann passen wir das. Und da geht es wirklich darum, dass das überall rundherum passt. Dass das wirklich gut rundherum ist, weil wenn da ein Stück nicht passt, dann rutscht die Konfetti erst durch. Das ist wichtig, dass das richtig so passt, dass alles so gepasst ist. Auf alle Seiten. So, voilà. Machen wir das auf die nächste Seite nach. So. Und dann muss es gut sein. Dann machen wir hier nach und dann muss es wirklich gut sein. So, was ich vergessen zu passen aus den Menschen. Aber das ist nicht schlimm. Das kann man aber zu allen Momenten not noch passen. So, wir schneiden just dann die kleinen Wurzeln heilo weg, dass ich denen nicht gesagt. So. Voilà. Dann haben wir schon das Plastik. Just gucken, ob. So. Also, ich will ganz auf den Paschpistol. 4 Sachen zusammen zu passen, weil dann, das geht mehr schnell. Wenn ihr eine Paschpistole hat, dann muss er natürlich aufpacken, da aufpassen, da und hier 4, also warm, es ist richtig warm. Und da darf er nicht aufpacken. Aber mittlerweile kriegt ihr so Paschpistolen, die gehen nicht so warm, die sind noch viel mehr klein, gehen sie an allen Formaten zwar, aber die kleinen, die sind meistens, kriegt ihr der 4 Kanner, die halten genauso gut, die passen genauso gut, aber die gehen nicht so warm. 4. Und wenn ich dann in dem Moment wenn der Druck kommt und das wird warm, dass ich bis verbrennt, dann verbrenne ich wirklich nicht so, dass ich wirklich fehlt. Das am Fungolab wird gemäht aus 4 Kanner, für das ich nicht verbrennt. Also, weil ich vergesse habe, 4 die Dauerheit zu passen, hole ich noch eine Paschpistole und ich meine in ganz kleinen Dingen, für das passt. Ihr könnt natürlich auch das Tote gebrauchen, also das ist gar keine Diskussion. Ich hole just, weil das mich schnell geht und mich schnell dreschen. Aber ihr könnt natürlich den normalen Prit holen, das ist kein Problem. So, was wir nun machen ist, wir machen nach den Hintergrund. Wenn wir das nämlich so dranlegen, dadurch, dass da das Loch ist, sieht da, hast du einen anderen Hintergrund.
Nun muss man dasselbe machen wie beim Plastik, nun muss man dasselbe Format am Fond holen, dieselbe Größe rausschneiden. Und zwar machen wir dasselbe. Wir legen das hin und da sehen wir ja, dass am Fond geholt Eisen durch den Scotch, dass das Blatt bis dahin geht. Dann machen wir auf ungefähr, schneiden wir das Format aus und dann schneiden wir das auf das Format, wo wir hier gezeichnet haben. Probieren wir mal, dass das geht. Wenn nicht, ist es schlimm, dann machen wir das noch ein Kehr. So. Voilà, dann legen wir das drauf. Und dann gucken wir, kontrollieren wir, ob du nicht, guck mal, das nämlich so klein machen, dann gibt das so ausgesehen. Ist okay, kann ich so machen. So, und dann können wir das ummachen. Ich meine, wir machen noch ein bisschen mehr klein, weil da muss man Eisen Konfetti dran machen, weil schließlich schon mal nach 4 Konfetti dran zu machen. So, für die Konfetti zu machen, muss man innen und auf den Seiten für dich mal zupassen. Selbst ordentlich zupassen, weil wenn der da Loch hat, dann kommt der Konfetti raus. Also machen wir das so, wir legen das auf die Scotch, die wir schon haben, und wir passen die 3 Seiten. Oben nicht, oben lassen wir sehen. So, passen wir so. Und wir passen hier auch so. Voilà. So. Und dann sieht das so aus. Und dann habe ich Konfetti mitgebracht. Konfetti kann der kaufen. Wenn der aber kein Kauf hat, ist das nicht schlimm. Dann hole ich Locher. Und dann mache ich die Locher Eidel. Schon den Hai. Hat dann immer. Und dann braucht just, wenn die Locher Eidel macht, oder den doten Konfetti. Den heute ist noch weiß, aber wenn ihr farbig Blatt holt oder Blatt farbig malt, dann habt ihr dann genauso viel Konfetti, wie wenn ihr kauft. Also, Locher, farbig und dann haben wir das hier. Was ich noch dabei gemacht habe, bei den Konfetti, die ich heute habe, ist schon so ganz klein, so blinky, Glitzer, Herzen dabei gemacht. Ich sage, ich kann nicht gut fest, weil ich viel große Fanger habe. Ich probiere das mal. So, die. Weil, dadurch, dass die ein bisschen Gewicht tun, bewegen sie den Konfetti dran besser. Die können nämlich entweder Konfetti holen, wenn die Konfetti will holen, muss die auch kein Konfetti dran machen, die können auch Glitzer dran machen. Oder eben so kleine Glitzerdingsen. Irgendetwas, was dir gefällt. Das ist ja los, was da dran macht. So, nun muss man die Konfetti hier dran kriegen. Das geht interessant, muss man sich überraschen. Weil meistens lebt mehr der Lunch wie dran, aber dann putzen wir. Also, wir holen so grob, wir machen das ein bisschen ab und dann schieben wir das dran. Gefällt das schon? Ja. So, dann machen wir noch ein bisschen dran. Und dann, das ist gern, das ist nicht so schlimm, den durch nicht. Und dann passen wir das so. Wie das kein Konfetti mehr raus. Kann ich die dort noch dran oder auch nicht. Perfekt. So, und dann holen wir mal so einen Scotch oder was immer. Und dann passen wir das so. Voilà. Das müssen wir sehen. Und dann haben wir es schon. Also, im Prinzip. Haben wir das Basis am Fungol schon gemäht. So. Lo ist Eis quad mit Konfetti am Fungol fertig. Du könnt das rüsseln oder auch nicht, dass sie wieder Lust tut. Was ich nur noch proposieren. Also, der holt dich, wenn du bis die Idee zu viel wen, dass die quad macht, holt dich irgendwo, muss man so die so schreiben der Boma. Da schreibt der Boma hin oder der schreibt Fit Boma von dem an den. Also der Idee am Fungol, weil der macht mir, ich gebe näher Platz, tut noch mehr dekorieren, dass das mir flott tut. Wenn der abmacht, das du gesagt auch nicht genial ist. Was du könnt machen ist, die holt entweder Weißblatt oder die holt dieselbe Farbe wie du und der passt das nach drüber. Und da könnt ihr am Fungol alles voll schreiben, so viel wie der Lust tut. Da gesagt das besser aus, weil du gesagt aber ein bisschen gewurstelt aus. Aber bon, wenn der grüne Papier oder so drauf macht, dann ist das gut. Und dann haben wir die erste Bastelaufgabe fertig. Ich meine, das ist nicht so schwer, das kriegt ihr hin, oder?
So, dann weiß ich noch die zweite Aufgabe. Ich muss das ganze bisschen raumen, weil sonst fällt mir alles durcheinander und auf den Boden. Ich raume das noch rüber. Die zweite Aufgabe, das ist ein Pomponbaum. Ein Pomponbaum. Ich habe das schon 2 präpariert. Wie war der Pomponbaum? Also, ich wusste nicht richtig, was ich machen soll. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, das geht schon vor sind, das das Valentinstag und dann noch Kados drin. Und wir hatten noch ganz böse Wand, da wurde alles grau und hat lang geregnet, das war alles weiß und grau. Und wenn es schön ist, habe ich gedacht, da probiere ich irgendwas zu machen, was vorwärts ist. So, dann habe ich mal ein paar Äste gepflegt und ich habe sie übernutzt, auf der Heizung geschaut. Also ich habe es nicht gepflegt. Ich bin am Anfang, wir sind an den Park gegangen, und wir haben sie am Park vom Boden abgerauft. Die Dote sind schon ein bisschen alt, die sind so relativ dröschen. Und ich habe sie aber übernutzt, auf die Heizung geschaut, weil sie am Schnee laufen. Und dadurch haben sie ein bisschen dröschen. Dann habe ich sie gefärbt. Ich habe noch ein zweites gemäht. Das ist den heute, kann ich schon die Klänge direkt dabei. Also, ich habe einen blau gemäht. Ich wollte am Anfang weiß, mich schon kein Weiß fand. Also, die sind deels zusammen gepasst. Dadurch sehen sie ein bisschen so aus, wie sie ausgesehen. Der musste nicht gucken, irgendwo einen Arsch drauf zu sehen. Aber geht er so Stecker von Arsch sichern und da passt der Rest zusammen. Und dadurch braucht man dann noch als Paschpistole für so Sachen zu machen. Und für den Pomperbaum braucht man sowieso als Paschpistole. Die kein Hund, die können sich das Teil einfach angucken und da können sie, wenn sie irgendwann eine Paschpistole haben, können sie das dann noch bauen. Ich habe erst einen präpariert. Also ich habe am Anfang die Äste zusammengepasst, dadurch ist hier ein bisschen so ein Knopf. Und ich habe sie dann blau gemalt. Wie geht das? So, ich stand da mal dran, ihr das mal gemacht hat. Und dann holen wir Pompon. Pompon fand ich flott, weil sie farbig sind, weil sie lustig sind, weil sie rund sind. Und am Funkel könnt ihr so, ich möchte einen Pomponbaum für Ostern. Für Ostern kann da dann zum Beispiel schon 2 so eher gemäht, könnt ihr ja dann in dem Moment einen Osterbaum draus machen. Dann hat den noch schon parat. Und da kann der los immer im Eher drin hängen, basteln, malen, riecht ja wieder Lust tut. Oder sind wir bei Valentinstag, die können doch lauter Herzen drin hängen. Das ist wie der Lust tut. Also, ich habe sie nur als Karton einfach ausgeschnitten und dann drauf gehangen. Die Pomponbaum kann am Fungehol für alle Zwecke gebraucht sind. Die der am Funkel, der sagt, geht, der könnt einfach hinstellen, weil er flott ist, weil er farbig ist, oder die könnt ihr gebrauchen für Osterbaum oder für irgendetwas Besonderes. So, was wir brauchen, sind Pompon. Pompon sind gut, weil die okay gewicht. Und dafür kann ich die da drüber passen und da fällt das ganz nicht auseinander. Ich meine schon, aber nicht genug. Warte, ich regle das ein bisschen rüber. Dann geht das chaotisch. Was ihr auch noch braucht, neben den Pompon, als Woll. Ich habe ein bisschen Woll mitgebracht, für innen die Sache ein bisschen zu dekorieren. Für das nicht gerade so alt aussieht. Ich weiß nicht. Also kann man fangen einfach mit der Woll an. Wir holen den an der Farbe, wir holen rot. Also, die holt ein Stück vor dem. Die Schneider, wenn der Schere empfand, schneide auf. So. Und dann, die muss doch nicht Paschpistole holen, die kann doch einen anderen Pasch holen. Man muss wirklich einen Pasch holen, den aber halt. Weil bei einem Baum, also ich bin nicht bewandert an diese Sache, aber muss schon einen ordentlichen Pasch. Ich weiß nicht, ob das Brett durchgeht, ob das nicht nur im Ruf hat. Probier das einfach aus. So, also, wir holen einen Pasch. Wir legen den durch, wo nicht im Ruf hat. So, und dann drehen wir einfach. Just drehen, mehr ist nicht. Wir drehen das rundherum. So, bis wir so, dort gut. So ein bisschen einen dünnen vor dem. Die können auch mit dicken holen, das ist keine Diskussion. Da geht es mich schnell. So, und dann machen wir für die Leiste mit der Paschpistole. Kleiner Punkt. Und dann drücken wir das fest. Voilà.
Dann haben wir den nächsten Deal. Und dann muss ich noch einen zweiten Wurf machen, weil das ist aber langweilig. Dann haben wir den dritten. So. Und dann holen wir längst direkt ein Patron, weil ich meine, mein Pistole geht schon die Geist ab. Die wollen nicht mehr so richtig. Muss man die direkt dran stierchen, für das funktioniert. So. Machen wir einen Punkt. Selbst. Das System ist dasselbe. Und dann passen wir den ersten Deal an. So. Und dann drehen wir runter. So. Bis das so ausgesehen, wie wir uns das vorstellen. Voilà, perfekt. So, und das kann ich so weiterfahren bis innen hin oder auch nicht. Das sieht frei wie wir los 4 Grad los. Das macht das so. Und dann lädt da drin. Das ist das so gepasst. Aber mehr sind nicht. So, und da kommen wir zu der Pumpe. Und stellen den mal dran. Hier neu zusammenkippt. So, und dann holen wir Pumpe an. Die ganz dick gebe ich noch nicht holen. Also der kriegt die an alle Größten, der kriegt die ganz klein und der kriegt die ganz große und der kriegt so die Mitteldinger. Ich gebe die Mitteldinger holen und ich gebe auch mit denen aufhängen und da kann er immer noch dezidieren, was er will machen. Das ist ganz einfach. Der holt Pastpistole, bisschen drauf und dann ist es aus. Holt die Wutz, legt ihn drauf, hält ihn ganz bisschen un und voilà. Das tut das schon. Nur das normalerweise bleibt auf jedem Do, aber die kriegt auch im Wasch. Na, und dann probiere da eben so furchtbar wie nicht mehr möglich zu machen. Also. Voilà. Einfach ein bisschen unhalen. Und dann hast du das. Und das macht er die ganze Zeit, bis er warm so voll ist, wie die Doten eben voll sind. Wenn er guckt, ist schon, ob die Doten wem, fällt den immer rauf, weil ich das nicht richtig mehr, wenn ich mich nicht konzentriere. So, schon ob die dort Beam auch nach Villager gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen. Ich habe sie auch Mattbrot. Ich weiß natürlich schon nicht mehr, wo ich sie gemäht habe. Doch. Die kriegst du überall, die Dinger, die kleinen Villager. Die kriegt ihr mittlerweile überall als Karten. Das kann ich ja absetzen, ich kann ja eine Blumen draufsetzen. Und sonst kann ich sie dekorieren mit das, was der Lust tut. Ich will noch mal die Hai geholt, die Hai kann ich noch abklipsen. So, das ist so cool. Und dann holt ihr natürlich auch der, wo die Clips schon verschwunden ist, wie bei Menge Sachen. Da braucht ihr dann rumnehmen, Pastpistole zu holen, passen und dann drauf zu setzen. Ja, wo setzt man da? Da sitzt du gut. Voilà. So. An dem Genre gebe ich so ein, und da könnt ihr wirklich evaluieren, wie könnt ihr weiterfahren, dass da einfach aus Karton oder aus Papier erst an dem Moment eher drauf hängt oder was ihr Lust tut. Ihr könnt ja einfach Bilder malen, einfach kleine Bilder malen als Karton, an die dann im Moment drin hängen. Einfach ein Loch dran, mit einem Bleistift Loch dran machen und dann vor dem drin hängen und dann hängt drin ab. Für alles, das ist am Funkel geduld, für alles, was der Lust tut oder was der Chef fand, für da drauf zu hängen. So. Und das geht dann so weiter, bis wir kein Pompon mehr haben. Voilà. Das dauert ein bisschen. Das ist nicht, was direkt fertig ist. Mit das aber der Not, wenn ich fertig ist, als Resultat von nichts richtig cool. Und das ist das halt, ne? Weil der nicht, wenn nicht mal zusammen fällt, der Futti, also das so, wenn das könnt ihr hinstellen und dann hat er ein richtig Schlüsschen Bam durchstehen. Oder der verschenkt den. Das kann er natürlich auch machen. Der könnt ihr schon denken, verschenken. Und da fällt mir so nein, das ist ja cool. Also, den ist alt, mein Baum. Dafür ist er relativ drüschen. Und dafür muss er ein bisschen aufpassen, wenn der ich ihn vom Boden holt, dass er ein bisschen durch mit den Sachen umgeht. Weil sonst geht dir selber nicht mehr gegangen, dass der Brust nicht. So. Du siehst mal schon voll, der vierte. Und dann sind wir richtig gut bei ihnen. Voilà. Dann machen wir ein bisschen rot. Haben wir ein bisschen rosa. Bisschen gefüllt ist.
bis du entweder kein Pompon mehr hast oder so solo geht es durch. Du hast farbig genug. Wieder Lust. Also, ich ging so an, für den Rest geht rein. Ihr könnt auch noch, das habe ich auch ein Kuh gefangen, klein Streifen, komm schon den anderen rosa, den ich natürlich schon, nämlich Hund, nee, da heißt es. Ihr könnt doch noch so machen, wenn der so der Hut nicht genug Pompon und das gesagt, aber nicht gerade lustig farbig ist, könnt ihr Farbe holen und da könnt ihr so kleine Teile farbig machen. Ihr könnt die auch mit Wolle abwickeln, aber sonst gesagt, das bei den ganz dünnen Teilen gesagt, das nicht gut aus, respektive die bricht nicht dann waschen. Wenn ihr aber nur ein Vorfeld drauf malen, holt ihr einfach so Stift und dann malt ihr das dann in dem Moment farbig. Und der Dinger macht er mehr, dass er sagt, oh, kann man ein Hai, dass er am Funkel irgendwie nicht nur eine blaue Farbe holt oder mit mehr Farben. Die können doch ihre Baum von der Vergunst mehr farbig machen, das ist wieder lustig. Die Idee hat das gerecht. So, der Rest, denke ich, geht rein. Ich hoffe, dass das dir gefallen hat. An den Pomponbaum, wenn der Lust hat, dann wäre ich froh, wenn der das ging probieren. Und ich hoffe, dass dir genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und dann bis irgendwann ein Kehr. Ciao, alle Guten. Soll ich